Goedemorgen alla. Skoutjunt hier waren te zijn van de Samariërs. En we rekenen nu met dat de Heer wordt als hier aan onze maat. Wanneer we nu den Apostel Paulus in de brief kijken, zum Anfang, meest in jeder brief heeft hij deze vers. Mocht je nu den vrede van God, onze Vader, en dem Herrn Jesus Christus met ons zijn. En dat is ook mijn wunsch en mijn gebed in de vers voor jullie van de Samariërs. Dat ons Herr Jezus hier in onze midden wordt zijn. Wel we beten. Vader im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir dafür, dass du das so eingereicht hast, dass wir saß dir haben, wo wir können an Arbeit sein, und dann haben wir einen Tag, wo wir kommen in Gemeinschaft leben. Und wir danken dir dafür. Und von der Samariërs danken wir dir für die Gelegenheit, hier zu kommen und den Worten anzukijken. Und wir beten, Herr, dass du zu uns reden wirst. Durch mich, ich will hier bloß als ein Instrument sein, dass du durch mich reden kannst. Dort wat de verzameling hier wordt, dat dingen weer zijn. En dat we alle taub kunnen gestärkt worden durch dit en dat du kannst verherrlicht worden. En we beten dat in Jezus zijn namen. Amen. Ik wil van jou wat versen lezen uit Psalm 91. Ik weet, manche van jullie hebben deze psalm en deze latere tijd eenmaal al gelezen, en ik ben ook einer van die. En die heeft mij troost gegeven. Wanneer we aan het denken oder van hier en van de tijd waar we ben zijn, de pestilens oder pandemic op Engels, dan is het ook een leichte tijd. En je hebt dat veel te denken en te wonderen, wat wordt het geven. Maar dat schrijven, dat zegt daarboven niet wer dat geschreven heeft, maar ik geloof Moses is dat wat deze psalm geschreven heeft. En dat zegt er zo. Wer bij dem Allerhöchsten im Schüling wohnt, wird sich bei dem Allerheiligsten im Schatten verheven. Dann wird dem Herrn sagen, du bist meine Zuflucht und meine versicherte Stadt, mein Gott, auf dem ich mich verlot. Hij wordt die sicher uit den Jäger seine Schläge uitraden en ook uit de gefährliche Pestilens. Hij wordt zich die onder de Pflichten nemen en doordat wirst du immer sicher zijn. dat hij zo trouw is als een Schirm en Schild. Du wirst nicht Angst haben, dass die Nacht wat schrecklich wird passieren. Oder dass die Fällen den überdag fliehen. Ook niet voor de pestilens die im düsteren Raum schlägt. Oder voor de Pleuen die midden im Dag ramgehen und verdorven. Wann bij die ook 1000 aan eine Seite fallen en 10.000 aan de rechte Seite. Aber dat zal die nicht dichtbij komen. Du wirst bloß kijken met deine Ohren en zijn, wo hij de Gottlose strafen wordt. Willst du dem Herrn, den Allerhöchsten, als Wohnung gewählt haben, wird über die kein Schaden kommen, und bei deiner Wohnung wird keine Plau dich bekommen. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann haben wir da eine ganze Reihe Versprechungen, was uns Gott uns versprechen wird und was uns geben wird. Und das hängt alle davon auf, was der erste Vers sein wird. Wer bei dem Allerhöchsten im Schüling wohnt, wenn wir bei dem Allerhöchsten, und das ist Gott, wenn wir bei dem im Schüling wohnen, dann können wir sicher sein. Das meint nicht, dass wir da nur Staunen brauchen, aber wenn wir uns porten, dann können wir sicher sein. Und dann sagt er wieder, und dann, wo wir zu dem Herrn sagen, du bist unsere Zuflucht. Der Herr, dort ist unser Stadt, wo wir können unter Schutz gehen. Auf Englisch ist das Wort Refuge. Wir können dort vielleicht ein bisschen besser verstehen, als wenn das Wort kommt, Zuflucht.
Dat Wort wohnen, dat meint dort thuis sein. Jeder einer von uns, was hier von der erst, der wohnt irgendwo und der nennt dort sein Thuis. Und das erst verhebt sie ihr durch sein Thuis. Wir haben alle einen Platz, wo wir Thuis sind. Aber wir sollen auch bei Gott unser Schutz. Wir sollen uns krieg so gut feilen, nur Gott zu gehen und dort unser Schutz zu sein, als wir uns Thuis feilen, wenn wir in Haus kommen und sagen, so, nu sind wir Thuis. Wenn wir eine Reise gehabt haben oder irgendwas anderes, dann freuen wir uns, wenn wir in Haus kommen, nu sind wir besteht, wo wir uns rühren können. So dort wohnen unter dem Allerhöchsten seinen Schatten, dort hat eine Bedienung und dort ist wichtig und dort ist wert für uns. Hier sagt der Schreiber, dort wir sollen dort wohnen oder wir können dort wohnen. Das wird dort keinem bemannen, dort ist freiwillig für jeder einen. Aber dann haben wir einen anderen Vers im Neuen Testament, Kolosser 3, 16, da sagt der Schreiber, Lot Christus sein Wort rechtlich unter jünd wohnen. Christus sein Wort, das ist die Bibel, Gottes Wort. Das soll unter uns krieg so rechtlich und krieg so sicher sein, als wir bei Gott im Schulung sind. Wir sollen dort lesen, wir sollen dort anwenden, wir sollen dort brücken. Dort ist uns gegeben, dort wir dort brücken können. Und Vers 2, und das ist ein Psalm, ich sehe den noch einmal, aber da sagt er, dann wollen die zum Herrn sein, du bist unsere Zuflucht und unsere versicherte Stadt, ab den wir uns verloten, ans Gott, ab den wir uns verloten. Wenn wir in Spreche Kapitel 3 lesen, da im Vers 5, da sagt er, verlot ihr ab dem Herrn von ganzen Herzen und verlot ihr nicht ab deinem Verstand. So dass uns Verstand regt nicht zu. Wenn wir uns dort verloten, dann sind wir verloten. Aber wir sollen uns ab Gott verloten. Und der wird uns leiden und der wird uns wiesen. Psalm 90, das ist bloß einer der Verse, und den hat Moses geschrieben, und das, wo wir nicht glauben, dass 91, was er auch geschrieben hat, da sagt er, da bet Moses so, Herr, du bist immer weich unsere Zuflucht. Du bist immer weich uns Refuge, uns Platz, wo wir können unser Schutz gehen. Dann lesen wir in Psalm 27, Vers 5, wenn ich im Trübel komme, wird er mir in seine Wohnung sicher holen. Er wird mich in sein Zelt verstärken. Wenn wir bei dem Herrn wohnen, das sagt nicht unbedingt, dass wir kein Trübel wollen haben dann. Aber dann wird er uns verstärken, da wird er uns beschützen. Wir können und wir sollen uns ganz ab Gott verloten. Wenn wir wollen ein gottesfürchtiges Leben leben, dann sollen wir uns ganz ab dem Herrn verloten und wir sollen Gemeinschaft haben mit ihm. Ich glaube, die meisten von uns, oder vielleicht alle, wir kennen den Konkursen, was wir in der Schule gelehrt haben und auch Lothar noch. Und die erste Frage, was du hast, das ist mir immer sehr wichtig, und die jetzt ist das. Was ist das Nötigste, wo ein Mensch in diesem Leben nur trachten soll? Und dann die Antwort ist, in Gott seine Gemeinschaft und in Genot zu leben und nachher nochmal die ewige Seligkeit zu erlangen. Ist das nicht eine sehr interessante Frage, eine sehr interessante Antwort? Aber dort ist das Wichtigste, dass wir mit Gott in Gemeinschaft leben tun, und dort ist das. Immer wieder kommen wir zurück, wenn wir mit Gott in Gemeinschaft sind, dann brauchen wir die Bibel. Und wir fragen vielleicht mal, wo schafft das dann? Wo ist das, wenn wir wo spazieren fahren, dann sagt wir und vertalen einer zum anderen Hand trägt. Do wir das mit Gott auch so? Das geht vielleicht nicht ganz so böse Hand trägt, aber wenn wir zu Gott beten, dann redet wir zu Gott. Und wenn wir das Wort lesen, dann redet Gott zu uns. Und dort ist die Gemeinschaft, wo das von reden wird, was wir sollen haben mit Gott, so eine Gemeinschaft zu haben. Und dort ist ein wichtiger Punkt in uns Leben.
Jesus der sagt in Matthäus 6,33, seht das erste nur Gott sein Recht und nur seine Gerechtigkeit. So das kommt immer vorab. Das ist das erste. Und dann sagt der Hänger an, und da wo je das andere auch alle kriegen. Das war dann Versprechen bei. Erst als das andere abgeht, was zu tun, und dann ist dann gut das Versprechen dorthin. Ich weiß nicht, wo jemand dort alle gegangen haben in dieser Zeit während des Coronavirus. Manche, einer haben sich gegrühlt dafür. Und ich bin auch nicht ganz frei davon geblieben, dass ich mich nicht gegrühlt habe zu tun. Einer denkt dann auf einmal, Dollar nur dort. So als Petrus, als er dort im Boot gegangen ist, solange er nur Jesus kriegt, das wäre ja okay. Aber als er zu Sieg kriegt, dann sagt die große Wahl und dann ging kein Unger. Und weißt du, die vor ist für mich und für die auch, dass wir auf einmal zu Sieg kriegen und dann können dort Dinge passieren und dann können wir auch vielleicht ein bisschen aufwohl werden. Aber wir können immer weiter gegen Gott gehen. Und im 3. Vers, da sagt er, wird uns sicher aus den Jäger seine Schlange raustragen und auch aus der gefährliche Pestilenz. Die Pestilenz, von der auch wir dort sein, der Coronavirus. Wir hören da viel von, wenn wir News hören, dann meiste ist von dort. Wenn wir irgendwo taub sind, spazieren, sehr viel wird von dort geredet. Aber er sagt, er wird uns aus der Schlange raustragen und aus der gefährlichen Pestilenz. Und ja, wir müssen tauschen, das ist eine gefährliche Pestilenz, eine gefährliche Krankheit. Viele sind alle daran gestorben. Wir wissen nicht aus all dem, was sie sagen, was daran gestorben sind, aus die wirklich an dort gestorben sind oder was anderes. Aber viele sind alle. Meint ihr dann, dass Gott wird uns nu ganz raustragen, wenn wir unter seinen Schatten wohnen? Weil wir müssen uns Port auch tun. Wir müssen dort tun, was wir können tun. Dort, was ich kann tun, ist meine Abgabe. Dort, was du kannst tun, ist deine Abgabe. Ich hörte einmal von einem Prediger, da wir ein anderer Mann, der hat einmal zu ihm gesagt, du brauchst gar nicht studieren, eine Reitmerkung für die Botschaften. Bloß ein Abgehen in der Heilige Jesus wird zu dir reden. Und das Prediger hat das nicht getan. Verlang. Auf einmal ein Sonntag, dann der dort. Und dann hat er nicht gewusst, was er sagen soll. Und Lothar hat den Mann dann gefragt, wo schafft es? Was sieht Gott? Dann sagt er, Gott sagt zu mir, du wirst fühlen. Weet je, jeder einer, was hier abgeht, reden von mir, ich brauche Zeit, um mir reinmerken. Pastor Quentin, der braucht Zeit, um sich reinmerken. Er muss dort Port Down oder die anderen Redner, was hier reden, die brauchen alle Zeit, um reinmerken. Wir machen dort Port Down. Aber im großen Ganzen am Eng, als das der Heilige Jesus, als das Gott, was das tut. Und das kriegt mit das auch, mit dem Coronavirus. Wir machen uns Port Down. Die Social Distancing, das ist gut, wenn wir das tun. Das schaut uns nicht, wenn wir das tun. Eigentlich glauben, das ist nicht neidig, weil da wo ich nicht wen sagen, ob es neidig ist oder nicht ist. Aber ein kann ich sagen, das schaut die nicht, wenn die dort ist. Oder diese Messbrücken auch nicht. So wenn wir uns Port tun, da verspricht Gott uns, dass er wird uns davon raten. Und weil wir dort tun. Vers 4 sagt er wird sich unter die Pflichten nehmen und dort wo je immer sicher sein. Die meeste von Jünt waren noch kann, wo eine Klock, wenn die Kickel hat, wenn die Hofje oder irgendwas anderes boven ist, dann dat die Glockenbeet wird oder die Hahnenbeet wird ein Gelüt merken und dann kommen die Kickel unter ihre Pflichten und dann sind die unter Schutz. Weil hier braucht das Schreiber kriegt dort Bild und dann sagt er, dass Gott wird uns unter seine Pflichten nehmen und dann sind wir auch unter Schutz. Und dann sagt der Vers wieder, dass der Herr so treu ist aus dem Charme und aus dem Schild. Ich glaube, wir kennen die Dinge beide, ein vielleicht besser als das andere. Wir sind Ferken, wenn es sehr warm ist, wenn in der Stadt wer geht, die haben einen Charme, dass sie können im Schatten gehen. Oder wenn es regnet, dann auch. Der Charme, der für Regen und für die Sonnenschein beschützen.
Das Schild, das sei wir nicht ganz so viel, aber wir sehen das nu in dieser Zeit während der Coronavirus mehr. Ich tue beim MCC volontieren und da muss ich immer ein Schild für haben, so dass dort das Protection beschützen, dass ich das nicht soll kriegen, wenn da ein anderer haben und wenn ich das würde haben, dass ein anderer das nicht würde von mir kriegen. Hier sagt er, dass Gott so treu ist, als aus ein Schirm, was über uns als wir in Sonne schien oder Regen, oder ein Schild, was uns beschützen wird vor dem Coronavirus. Jesus, der sagt in Johannes 14, in die ersten 3 Vers, diese wird. Lot jünt nicht dat Hort beanruigen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich jünt gesagt haben, ich gehe hin, jünt da eine Stadt rein zu merken, und wenn ich hingehe, eine Stadt für jünt rein zu merken, wo ich zurückkomme und jünt auch da hinnehmen, dass die da sind, wo ich sehe. Das ist ein klein bisschen das heim ein bisschen switchen, aber das ist, was Jesus uns versprochen hat. Und weißt du was? Er ist nicht groß da. Er merkt für jeder einen von uns, jeder einen, was ich gewählt habe, um ja den Allmächtigen sein Schatten zu sein, für den merkt er da einen Platz reit. Er hat allein. Und das wird ein guter Platz sein. Paulus, der redet in 1. Timotheus 2, oh ja, das schon schuld. Er sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, so steht, Gott will haben, dass alle Menschen sollen, Gott will haben, dass alle Menschen sollen gerat werden und zu der wahre Erkenntnis kommen, oder die Wahrheit kennenlernen. So, das eine Wort, alle Menschen, das ist, was Gott sein Will ist. Das ist Gott sein Will für jeder einen von uns. Und ich nehme an, jeder einer von uns, was hier bin, hat die Entscheidung gemerkt, sich zu wählen, unter den Schatten bei den Allmächtigen zu wohnen. Und dann wird der Tag kommen, oder wird ein Tag kommen, entweder er wird uns einzeln raupen, oder wenn er kommt die Gemeinde holen, dann wird er uns hier wegholen. Dann können wir sicher sein. Und wenn wir stur sind, dann dürfen wir nicht mehr Angst haben, dass der Coronavirus wird irgendwas tun. Jesus, der sagt auch auf einer anderen Stelle, ich bin der Wahrheit und die Wahrheit. Ich muss ein klein bisschen abwecken. Er sagt, die Wahrheit kennenlernen. Weil wir denken vielleicht an rechte Wert sein, nicht irgendwas falsche Wert sein. Ich weiß nicht mehr, was er hier das meint. Ich glaube ein bisschen alle, er meint hier Jesus kennenlernen, weil er sagt, ich sehe die Wahrheit und ich sehe die Wahrheit. So Jesus ist die Wahrheit und dort ist wichtig und dort will er haben, dass wir das sollen kennenlernen. Er will uns da annehmen, wo er ist. Wir sollen die Wahrheit kennenlernen. Und dann hat er noch ein anderes Versprechen, was für mich und für die ist. In Johannes 17, und dort ist das hohenpriesterliche Gebet, wo Jesus beten deut, den Abend, was sie am Fass nehmen deuten, wo er für gerecht gebracht wird, oder wo erstlich die jüdische Lehrer am Fass nehmen deuten, und dann lot er noch Pilatus bringen deuten. Und das ist, da bet er, das Gebet, und ein Vers von der, da sagt er so, Vater, ich will das so, dass die du mir gegeben hast, auch da sind, wo ich sie, dass sie meine Herrlichkeit sein, die du mir gegeben hast. Sie, das wie Jesus im Gebet, wenn ja aus 24 Stunden vor dem, dass er am Kreuz gestorben ist. Dort meint er so, weil Jesus meint alles so, aber wenn wir an denken, dann das wird das hohenpriesterliche Gebet sein, genannt, und das ist, was er da sagen wird.
Wenn er auf einer steht sein, dass er will, dass wir sollen da sein, wo er auch ist. Und auf der anderen steht, sagt er über, dass sie meine Herrlichkeit sein, dann müssen wir uns da ein Bild merken, okay, was meint das? Wo wollen wir seine Herrlichkeit sein? Wenn wir in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 checken, dann sagt er da so, liebe Freund, wir sind nu all Gott seine Kinder, und ich lese das Wort. Wir sind von der Vermehrung all Gott seine Kinder. Dort ist aber noch nicht für einen Tag gekommen, was wir noch mal wollen sein. So da ist noch was Besseres kommen, als wir bloß hier bei ihr Gott seine Kinder sein. Wir weiten aber, wann dort ist Jesus kommen wird, da wo wir so sein, als ist. Dann wo wir so sein, als Jesus ist. Und dann meint er, dann sind wir in der Herrlichkeit. Das Körper, wo ich bin, der kann da nicht ankommen. Aber Paulus, wenn der an die Korinther schrieben hat, in Kapitel 15, Vers 51 und 52, dann redet er von, dass das Körper, der wird verwandelt worden, der wird anders worden. Das Körper ist nicht gut genug zum im Himmel nehmen. Aber da, wo wir einen neuen Körper, einen anderen Körper kriegen, wird er gut genug ist zum im Himmel nehmen. Und weet je wie lang dat wordt hier? Bloß einmal met het uur plinken. En dat meint nicht, dat het einmal met het uur plinken wordt het voor mij zijn, en einmal voor die, en einmal voor die. No. In einen Augenblick worden all Gott seine Kinder, wat daar nog leven doen, die worden dan verwandeld worden, en die worden een nieuwe Körper haben. En die Körper, die is dat wat er kan im Himmel aankomen. Wat we dan worden haben. Die Post en die Herrlichkeit in nennen. Vers 4 in Psalm 91 sagt hij wordt zich kunt onder de Pflichten nemen, daar redt wel eier van, en door onder waar we sicher zijn. So hier bij jeden moet we nog einmal Ansport ook doen, en dan Gott het eeuwige loten. Aber wenn wir schon im Himmel sind, dann kann der Feind uns nicht ankommen, dann kann Krankheit uns nicht ankommen, dann kann Schlag gehen oder Trühe uns nicht ankommen. Dort ist dann alles vorbei, dann sind wir frei und dann haben wir Frieden. Und Paulus, der hat eine Teil Erfahrung gehabt und der hat gute Briefe geschrieben und er schreibt in Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39 so steht. Ich sehe mir sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwart noch Zukunft, noch irgendeine andere Kreatur uns von Gott seine Leib schäden kann, der in Christus Jesus unseren Herrn ist. Das ist, was Paulus sagen will. Wir wissen nicht, was uns von Gott seine Leib schäden kann. Das ist alle ganz sicher. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, da redet Paulus von, wo das wird sein, wenn Jesus wird kommen, seine Gemeinde holen. Und dann im 18. Vers, das ist der letzte Vers in dem Kapitel, dann sagt er, mit dieser Welt treffen untereinander. Weet je, dat kan we van jou ook. Met zo'n Welt, als we vinden dan in de Bibel, dat kan we ons met untereinander treffen, dat dat wordt goed zijn. En dat we sicher zijn, Jesus der sagt ook wat davon. In Johannes 10, 28 sagt hij, ik geef aan dat eeuwige leven en zij worden niemals aankomen. En keiner kan die uit meine heen rieten. Dat is wat Jesus zei. Keiner kan ons uit Jesus zijn heen rieten. Dat meint dan zijn we door sicher, wanneer we spatur zijn. Vers 5 sagt er, je darf nicht Angst haben, dass die Nacht, was schrecklich passieren wird, oder die Fällen, die über Tag fliegen. Da sind Wörter, was ich nicht gut verstehen kann, da kann ich nicht viel über sagen. Ich würde Ihnen zuhören, diesen Psalm noch mal lesen und sein, was er zu uns sagen wird.
Aber er sagt, wenn 3 gehen auf Feier, der sagte, wils heise könnt unja die Pflichten nehmen, det, und dort unja, wo je immer sicher sein, so dort es ein guter Trost, dort wir dort weiten. Der Coronavirus, das ich sagen, der dort weit wie der ist hier, und der hat auch viel Schulden getan, aber wir können Frieden haben, wir können froh sein. Dann, wenn wir bei Vers 7 kommen, dann wird er ein bisschen mit dem Timer switchen und dann sagt er, wenn beginnt auch 1000 an eine Seite fallen und 10.000 an der rechten Seite, aber dort soll jünd nicht dich bekommen. Dort soll jünd nicht einmal dich bekommen. Und das ist ein gewaltiges Versprechen, was der Schreiber da hat. Aber ich weiß nicht mehr, was dort alle meinen, wenn er sagen, dass 1000 an eine Seite fallen und 10.000 an der andere. Oder vielleicht rutzen andere, weil hier sagt er an der linken. Sagt nicht an der linken, an eine Seite, und dann sagt er an der rechten Seite. Ich kickte über das in Grabel, was meint der Schreiber? Ein Ding, was ich glaube, da was du vielleicht können uns helfen, da besser verstehen, und das ist ein bisschen länger eng. Aber wir sind alle bekannt mit der Geschichte, wo Gott das Volk Israel aus Ägypten rausholen deed und was dort alle aufgeben deed. Und ich war mit ein bisschen gesprochen, dass ich de Lijn kom. Aber Gott schickt Moses und Aaron dahin und so wollte die da rausholen. Und dann in 2. Mose 4, Vers 1, da sagt er, Moses und Aaron gingen nur den König in Seden, der Herr, der Israel, der Gott, sagt, lot mein Volk gehen, und dat zij von mir ein Fast in der Wildnis uitreiden. Dann Vers 2 sagt, und der König sagt, wer ist das Herr, dat ich nur dem horchen soll? So, er kann Gott nicht. Er wisst das nicht, oder wenigstens glaubt das nicht, dass wer wir, was er gerade wir. Und um dort alle weiten, das sind mehrere Kapitel zu lesen in der Geschichte, was er alle vergehen wird. Aber Gott gibt an 10 Gelegenheiten, mit 10 Plänen, dass er sein Leben ändern. Aber er tut nicht. Zum Beispiel 2. Mose 8, Vers 19, da sagt er, dein Volk wird von Eisefer gepflegt worden, und mein Volk wird davon frei bleiben. So, die Ägypter, die würden Trouble haben mit Eisefer, und wenn ihr die Versen lesen, dort wir nicht ein Kleinbild, dort wir sehr euch. Aber die Gott sein Volk, die Israeliten, die bleiben frei. Kapitel 9, Vers 8 sagt dort, in den nächsten Tag war dort all die Ägypter ihr Fei starb, aber von den Israeliten ihr Fei werden nicht eintaut. So war da weiß Gott am Kraft, wo das schaffen deed. Und er gaf nicht. Er deed hem mal bijgeven en dan über Eier dort passieren, die dort da rüt können, dann kämen die da, fallen dort all anders bei. Und das letzte, was wir dort wo das Passafast eingesagt wird, wo die Juden, die nicht Christen sind, von der und da nach holen, wir haben nu Ostern gehen. Aber das, was dann angeführt wird, und dann starb jeder erstgeborene Kind von der Ägypter, jeder erstgeborene Vieh, das starb alle danach. Und dann können die Israeliten rausgehen, und die gingen raus. Als ich ein paar der weg wäre, dann fall dem kann ich das bei, was hat ich getan? Nu sind meine Arbeiter alle weg. Und dann muss die ganze Armee, hunderte Wehrers und Soldaten und alles, die hingen angehen. Gott hat alles in seinem Plan, was er das tut. Dann kam das durch, dass die Israeliten an das Rote Meer kamen. Von einer Seite wieder das Meer, von der anderen Seite ran wieder die Boy. Und hingen an, kamen die Ägypter angejagt. Und dann war dann Angst und dann schrien sie. Aber Gott sagt, sie sollen getraut sein. Und dann sagt er zu Moses, was er tun soll. Er soll seinen Stock eben Wasser holen und dann wird das Wasser unten einteilen. Und das war das Teil. Das Wasser teilt sich unten ein und die wieder dreht. Und die Israeliten mit alles, was sie hatten, die gingen da durch. Und er kickte ein bisschen, probierte im Internet zu sein, wo weit ist dort,
was die da gehen deden. Und die schrieben, dass mehr als da, wo sie sind, der gehen, about 5 Kilometer breit gewesen. Und der Gang, wo dort gegeben das weiß keiner, aber sie taxieren, dass die können von 3 bis 4 Kilometer breit gewesen sein. Das wären aber 2.000 bis 3.000 Israeliten, die da würden durchgehen, mit aller Feiern, mit alles, was sie haben. Und die Ägypter hängen, da müssen breite Ströme sein, dass sie bo sich durch können. Dann schickte die König seine Armee auch heran durch Nahen, in das Wasser, nicht im Wasser, in den Gang hinein. Und dann sagt dort, mein Vater kann ich nun nicht gleich sein, wenn ich mich spüren hat, dass die ägyptischen Soldaten, die fangen not an zu sperren, weil sie ihre Räder von der Wehr aus, die plattdeutsche Bibel sagt, die gehen strüft, dass die meist nicht fahren kann. Die hochdeutsche und die englische sagen, dass die Räder, die fallen auf von ihrer Wehr aus, die können nicht fahren. En interessante denk ik, vond op een steed dat er zijn mensen van deze dag waar dat onzeker doen, als zo ergens bewijs is dat die door zijn daar gegaan. En die hebben beelden, en ik had vond in het internet, er liggen reden en bieten van de wereld, 300 zo diep in water, door liggen die. Dat, zo diep weer dat water door. God mögen eng mit dir. Das sagt in 2. Mose 14,24, bei dat erste Morgen kickt der Herr über die stille Wolk und dann sagt er, dass die Ägypter, und ich weiß, er wisst das allemal gut, aber das war das hier sein, da sagt er, dass die Ägypter, die wären dicht bei herum. Und dann deed hij dat hij die verwehren, dat die Räder auffallen und dass sie nicht wiederkämen. Und dann wären einige von den Soldaten, die sehen all, weil wir hier fortgehen, Gott stritt für die Israeliten gegen uns, aber dass wir alles zu lot. Als die Israeliten durch wären, dann dreht Moses sich um und dann da war das ein Stock über dem Wasser und dann kam das Wasser taub. Und dann, wo wären die Ägypter? Psalm 91, Vers 8, dann sagt es, je waren bloß kicken und mit jene Ohren seinen, wo die Gottlose gestraft wurden. Weil das wird auch passieren, denn die waren gestraft. Und dann in 2. Mose 14, Vers 30, da sagt er das, und das ist nicht ein sehr stromer Vers, aber das, was es sagt. Die Israeliten sagen, die dode Ägypter, als die auf dem Land abspalten. So die werden da alle verdrunken. Das sagt je terug einfach, Gott mögen eng mit den Ägypter. Und nu sagen die Israeliten, wo die dode Körper dann noch auf den Kanten abspeilen. Ich glaube, das wird nicht an sehr Schmack gelassen, das wird nicht an sehr Schein gegangen. Aber das wird da passieren. Dat is ons God, der is gratis aus alles. Der ist gratis aus alle Boeien, alles wat er kan zijn. En hij wordt zich die onder uit dem Geer zijn Schlänger uitraden. En dat is wat hij de Israëlieten hier ook had. En Hebräer 13, Vers 8 sagt dat, Jezus Christus, gestern, vandaag en in alle eeuwigheid. So die God, die Jezus, die is ook vandaag de dag nog, die wat ons raden en helpen kan. Dan de laatste 2 Versen in diesem Psalm, had ik eerst niet gelezen, die zijn, zij worden mij aanroepen en ik word aan het antwoorden, ik word aan het uit een trouble bijstonen. Ik wil aan het raden en te eren brengen. En dan de laatste vers zegt nog wat fijn het. Ik wil aan met een lang het leven tevreden stellen en aan mijn radung zijn laten. So die wordt met een lang het leven raden laten. Je wist dat is een verspreken wat we van God hebben en we kunnen daarop gaan. En de Heer die wordt ons niet verlaten. Hij heeft godet im Sinn für
ons. Hij heeft God het hem zijn voor mij en voor die. Jeremia die zegt zo stedt. Ik heb dat goed overdag, zegt de Heer. En wat ik voor jullie geplant heb, is vrede en erfolg. En niet schoden. Ik wil jullie een toekomst en hoopning geven. Dat is wat Jeremia dan al zijn deed, wat God zijn plan is voor mij en voor die van jou. Ik wil die zingen vrouwen en op te komen. Ik wil met een geschichte sluiten van jou. En je was een prediker die vloog met een plane met een jet. En als ze was een tijd gevlogen hadden, dan eenmaal dan zei de pilot, ze zullen zich alle vastschnallen en rijden merken. Ze gerouden in een zeer slechtes water en dat wordt zeer tauben. En dat had ook niet lang geduurd. Dan had dat afhangt te tauben, die plane die had zeer getaubt. En die mensen die hadden direct geschreien door een plane. Aber das Prediger hat gesehen, da ganz dicht bei ihm saß ein kleines Mädchen, hat ein Buch in ihrer Hand und las das Buch den ganzen Tag über, ganz anders sei. Als die Plane gelandet hat, dann geht nur das Mädchen und fragt, wo kannst du so gelassen sein und dort den Tag über lesen? Und dann sagt das Mädchen, mein Vater ist der Pilot. En hij weet wat hij deed. En hij zei, hij wil mij naar huis brengen. Jezus die zei in Johannes 14, vers 3. Ik wil een steed voor jullie uitmerken en ik wil terugkomen. En jullie doorgaan nemen wo ik zie. Weet je, wanneer Jezus ons pilot is, dan kan we zeker zijn. Wanneer het hier ook nog mal stormig is. Wanneer het hier ook nog coronavirus is. Oder andere dingen. Wanneer Jezus ons pilot is, dan is dat goed. Hij meint dat goed voor ons. En wanneer hij ons scholen deed, dan worden we immer bij hem zijn, wel we beten. Voor de Himmel, we danken die voor die woord. We danken die voor al die versprechingen, wat u ons gegeven hast. En we beten om dienen zegen. We beten om inzicht, dat we dat verstaan kunnen. En dat we dat aannemen kunnen. En dat we die dat verherrlichen kunnen. En ik dank je dafür in Jezus' naam. Amen.